Welcome to Basiania zu einem neuen Video. Wir haben lange warten, es tut mir mega leid. Ich erkläre aber am Schluss noch genau wieso. Jetzt geht es gerade los mit dem Spring. First try. Ja, ihr habt gerade gesehen, das ist der Spring. Mit ihm, wenn ihr ein Video macht und mir das entweder per E-Mail auf die Adresse schickt oder einen YouTube-Link, wenn ihr etwas privat macht, oder auf Insta. Macht das Video, wenn ihr den macht. Schicken mir das oder sagen mir, hey, ich habe das dit und dit gemacht, ich kann es mir anschauen. Der beste gönnt. Ich kann euch sonst das Technik noch einmal zeigen. So, dass du da einfach schreiben, auf der Folie unterschreiben oder aufmachen und drinnen unterschreiben. Hui. Einfach sagen, schreibt das für den Keanu auch mal noch rein. Er legt nämlich noch ein blaues oben drauf, das heisst, ihr bekommt ein rotes und ein blaues Video von ihm gerade dort oben ist verlinkt. Könnt ihr euch anschauen, merci vielmals, dass du das machst. Und ja, ich würde sagen, ich erkläre euch das gerade mal schnell. Also vorab muss ich sagen, dass ich nicht genau diese Technik kann erklären kann, weil das macht halt jeder den Spring einfach anders. Ich kenne zum Beispiel viele, die machen mit dem Ringfinger. Kann ich nicht gut, ich habe zu wenig Druck, ich mache mit dem Mittelfinger hauptsächlich. Aber ja, eben, also ich kann noch nicht den Spring erklären. Ihr habt auch gesehen, wie ihn Keanu gemacht hat. Also er hat ihn eigentlich hier noch aufgezogen, das kann ich zum Beispiel nicht. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert, aber probier es jetzt einfach mal, ich muss ein bisschen höher sein. Also, was ihr mit dieser Hand macht, ich muss es schnell von vorne zeigen, ist das Straddle Grip. Das heisst, ihr habt den kleinen Finger hier unten, links den Daumen, oben den Zeigefinger und Mittel- und Ringfinger an der rechten Seite. Das ist eigentlich der Griff, den ihr startet. Was ihr jetzt hier macht, ist, das jetzt vielleicht wieder hier zeigen, ihr schaut, je nachdem welche Hand welchen Finger das ihr lieber braucht. Wie gesagt, bei mir ist es der Mittelfinger. Was ihr jetzt macht, könnt ihr aber auch mit dem Ringfinger und mit dem Zeigefinger probieren. Wobei, der Zeigefinger wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also was ihr macht, ist, ihr geht hier unten, jetzt muss ich schauen, dass man das sieht, so, geht ihr mit dem Daumen her und vorne mit dem Mittelfinger. So. Was ihr jetzt macht, ihr könnt mit Ring und Zeigefinger ein bisschen stabilisieren. Also ich zeige das nochmal von Anfang. Das sind wir im Straddle Grip. Dann geht ihr hier mit Mittelfinger, Zeigefinger und Ringfinger zum Stabilisieren. Könnt ihr das hier holen. Und dann sind wir eigentlich in der Position, wo ihr nachher beim Spring Out ist. Ich hoffe, das war schon verständlich gewesen, sonst einfach nochmal zurückspulen. So, jetzt haben wir den Griff. Nein, ist hier Straddle Grip. Kommt mit Daumen, Mittelfinger und Zeigefinger, Ringfinger zum Stabilisieren. Was ihr jetzt macht, das macht die meisten falsch. Viele beugen es so. Das sieht man jetzt hier besser. Das dürft ihr nicht machen, ihr müsst gleich hinten eigentlich schon mal vorbeugen. Das heisst, was ich machen kann, bin hier im Straddle Grip. Dann nehme ich hier mit diesen Fingern hier an. Mache dann meistens so schnell den, dann bin ich da ready. Also aus dem Straddle Grip raus, einfach noch schnell hier Druck geben. So. Also, wir sind jetzt also im Straddle Grip, haben hier das Zeug abgeholt, haben hier ein Dings gegeben. Was ihr jetzt macht, ist, ihr behaltet den Straddle Grip eigentlich, wenn ihr ihn hier habt, zack. Aber ihr weitet ihn aus, dass ihr eigentlich wie so ein Fangbecken habt. Dass wenn ihr nachher reinspringt, dass ihr die Karte einigermaßen gescheit könnt folgen. Also das heisst, ihr könnt einen Straddle Grip. Und wenn ihr reinspringt, habt ihr es halt nachher genau wieder in der Hand. Ihr seht keine Karte daneben. Und ja, das ist das mit dieser Hand. Und jetzt, was ihr hier macht, mit der rechten Hand, oder vielleicht links, falls ihr mit links macht, dann einfach umdenken. Das mache ich jetzt nicht für euch, tut mir leid. Was ihr hier macht, ist,
ihr müsst eigentlich den Druck geben und dann, ich zeige es vielleicht von hier mal, und ihr seht, was mein Daumen macht. Sieht man das? Der Daumen. Ihr geht eigentlich, ja, so sieht man es safe nicht. Ihr macht eigentlich den. Ihr müsst eigentlich schauen, dass ihr hier den Druck behaltet. Hier. Und dann müsst ihr eigentlich nur so zusammendrücken und mit dem Daumen langsam lösen. Das wird am Anfang so, okay. Mit ein bisschen Übung, das müsst ihr ein bisschen probieren, geht es dann wesentlich besser. Tipp, falls ihr keine Plastikkarte habt, sondern Papierkarte, noch 1-2 Mal probieren, die Richtung wieder wechseln. Weil sonst verfliegt die Karte komplett. Aber ja, das sind jetzt halt Plastics gewesen. Und ich zeige es euch jetzt natürlich auch noch mit anderen Karten. Haben wir hier Copac 310. Schön weiche Karte. Ja moin. Das 4 hat doch nicht so Lust gehabt. Wenn ihr einmal an Plastics gewöhnt sind Springs mit Papierkarten so mühsam. Karte gefunden. Das sind irgendwelche komische französische Karten. Mit denen habe ich angefangen zu zaubern. Hat mir ein Kollege mitgebracht. Wenn ihr jetzt aber hier mal schaut, das ist recht strange. Ihr habt nicht die gleiche Größe. Hier geht die Pokerkarte einfach noch weiter und dafür ist sie weniger hoch. Das heisst, mit denen ist es nochmal wesentlich mühsamer. Ich weiß nicht, ich kann euch gerade ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich es schaffe. Ja doch, geht. Aber also mit denen ist es mega mühsam. Jetzt, die ihr schlussendlich auch bekommt, Bicycle Riders, das ist das Rote, aber ob es rot sind oder blau kommt überhaupt gar nicht drauf an. Wir sind genau die gleichen. Ihr seht, die funktionieren recht gut. Der ist recht schlecht. Jetzt hier seht ihr schon nach kurzer Zeit, wenn man es dann sieht. Nein, man sieht es gar nicht so gut, man fühlt es mehr. Man hat jetzt schon eine leichte Beugung drin. Heisst, ich kehre jetzt die Karte schon mal. Ich sage euch eins, gewöhnt euch mit Papierkarten an, es fällt euch einfacher. Kann ich da was ein bisschen grösser machen? Oh, die Karte. So jetzt. Doch, geht auf jeden Fall auch. Ja moin. Schon wieder das 4. Ja, aber ihr seht, das ist auf jeden Fall mit diesen Karten möglich. So. Wie gesagt, ich schulde euch noch eine Antwort, wieso ist nichts gekommen. Es tut mir leid, ich hatte nichts über betriebliche Kurs vom Lehrbetrieb aus. Und ja, darum hat es mich jetzt nicht gegeben. Ich habe auch keinen Jahresrückblick gemacht. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, hier abstimmen, kann ich schon einen machen. Aber ihr seht, es ist schon der 28. Januar, Montag. Das kommt heute sogar noch online. Und ja, ich gebe euch jetzt Zeit bis am 1. März. Dann ist Abgabetermin, dann ist Schluss, dann könnt ihr nicht mehr einschicken, das ist zu spät. Macht doch fleissig mit, würde mich freuen. Würde ich sagen, ist das für heute. Teilt das Video per Brieftour und Flaschenpost. Liken, wir sind mittlerweile schon fast 190 Leute. Kann ich nur sagen, so ein kleiner Reminder, bei 200 Abos gibt es ein neues Logo und ein neues Intro, also gebt mal ein bisschen gut sein, dass wir das noch bekommen. Dann würde ich sagen, ist das für heute. Teilt das Video per Brieftour und Flaschenpost und ciao.